Hey Nico, sag mal etwas. Hallo. Oh mein Gott. Ey, der Sound von deinem Mikrofon. Sei der fein, Nico. Schon? Ja, also im Vergleich zu den letzten 3 Podcasts auf jeden Fall. Das ist natürlich sehr erfreulich und ich bin froh, wenn wir den Podcast jetzt in equally qualitativer Sprachaufnahme können aufzeichnen, Steffi. Same. Bei mir ist natürlich noch ein kleiner Nachteil, ich habe einen relativ grossen Raum hier, wo es ein bisschen hallt, aber es sollte von der Qualität her jetzt eigentlich wirklich etwa gleich sein. Halt, klar, du hast halt eine viel tiefere Stimme als ich, aber das macht ja bei der Qualität jetzt auch nicht so einen grossen Unterschied. Aber es ist wirklich schön, mal das volle Potenzial von dieser Stimme zu hören, Nico. Ich muss dich da korrigieren. Ich glaube, das volle Potenzial hast du noch nicht gehört. Okay, ja, fair enough. Fair enough. Und damit herzlich willkommen zu Episode 4 von unserem Gaming News Podcast Buff Crit Loot. Hallo zusammen, schön, seid ihr wieder dabei. Yes, und zwar haben wir folgende Themen heute für euch. Der Nico will über Sifu reden, ein kleines Game, das morgen erscheint. Yeah! Ich rede dann auch noch ein bisschen über Lost Ark, also ob wir nicht schon genug geredet hatten im ersten Podcast, aber man kann nie genug über Lost Ark reden. Das ist meine Meinung. Dann gibt es noch einen neuen Champion bei Apex Legends. Über den quatschen wir dann noch ein bisschen. Das Thema vor Wochen, hätte ich schon fast gesagt, ist wahrscheinlich Bungie, das aufgekauft worden ist von Sony. Hyperscape steht vor dem Aus und It Takes Two soll verfilmt werden. Und ja, dann kommen wir zu Loot. Da hat natürlich der Nico sein neues Mikrofon und ich habe mir auch etwas Kleines gekauft und dazu dann später mehr. Ich würde sagen, wir steigen gerade ins allererste Thema ein. Nico, du bist hyped auf Sifu. Yes, Was ist das? Ich bin hyped auf Sifu. Sifu ist ein... Wie soll man das beschreiben? Es ist eine Mischung, ich habe ein paar Beschreibungen gelesen und ich würde sagen, es ist eine Mischung aus einem Beat'em-up und einem Souls-like. Weil es geht vor allem natürlich darum, Gegner zu verkloppen. Und zwar in einem sehr, sehr coolen Kung-Fu-mäßigen Style natürlich. Und das Ganze spielt auch in einem ja, entsprechenden Szenario, in einer entsprechenden Welt. Und man kämpft also gegen ganz viele Bösewichte und das ist gar nicht so leicht. Es ist sehr schwierig. Man muss timete Schläge machen, man muss timete Abwehr machen, man muss in der richtigen Zeit ausweichen. Und wenn man stirbt, kann man wieder zurückkommen, aber man wird immer älter. Das heisst, zuerst startest du vielleicht mit Als Baby, oder was? 16 Oh, wow. und dann wirst du 26 und dann auf einmal bist du 40 und dann auf einmal bist du 50 und dann auf einmal bist du 63 und dann Also, wirst du aber auch stärker, jedes Mal, wenn du zurückkommst? Ja, genau. Also du wirst stärker, aber du bist halt stärker, aber du bist schneller down, wenn dich jemand trifft, oder? Weil du halt gebrechlicher in dem Sinn wirst. Aber deine Okay. Bewegungen werden schneller und timter. Das Und ist aber nach einem spannenden Game-Prinzip. Das hat es, glaube ich, so in ja, diesem Stil noch nie gegeben, gell? nein. Und ich bin richtig hyped, weil es sieht so nice aus. Und ja, natürlich, die Haare werden natürlich dann auch Und grau. grau, ja, und länger. Und der Bart wird immer länger und der Sensei-Schnauze wird immer länger. Oh, Genau. super. Und also ich bin richtig, richtig hyped. Die haben wir es jetzt heute gekauft, weil ich es nicht ausgehalten und morgen kommt es raus. Und habe aber auch schon ein paar Beta-Tester mir angeschaut und geschaut, wie sie es spielen. Und hey, also es ist schwierig. Also Steffi, es ist wirklich schwierig. Es wird wieder ja, wie Dark Souls halt auch, so ein ich muss einfach beisten und probieren und immer wieder versuchen, für das Level zu schaffen. Aber ich glaube, ich werde mir die Zeit nehmen bei diesem Game, weil es ist so schön gemacht. Und es ist genau das, was ich extrem feiere, nämlich eben das Martial Arts und der Kampfsport. Dazu muss man vielleicht noch schnell, da muss man vielleicht noch schnell eine Hintergrundinfo reinsqueezen. Nico ist nämlich auch in unserer Freizeit leidenschaftlicher Thai-Boxer.
Das ist richtig, genau. Ich habe einen Boxsack daheim. Also, wenn ich nicht ins Training gehe, dann probiere ich daheim ein bisschen auf den einzudreschen. Ist eine sehr gute Aggressionsbewältigung. I see. Ähm, Ja, lieber so und als hier, echter Mensch auszuschlagen. Das kannst du in-game machen, Nico. ja, das machst du mit mir jedes Mal. Nein, aber Nur im Training, hallo. Steffi ist gewollt. Du, Nein. was soll das? Nur in-game und im Training, okay? Ja, ist gut. Ich bin sehr ein harmoniebedürftiger Mensch. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Bis man drauf die Schuhe steht. Ja, dann stehst du mir auf die Schuhe, dann ist es fertig lustig. Nein, aber Nein, das Game, muss ich wirklich sagen, also es ist ja nicht so eine Beat'em-up wie so von diesen Fighting-Games, wo man schon so, irgendwie so Tekken oder Smash oder so, wie man es kennt, sondern es ist wirklich so 3D. Und du verprügelst einfach Leute. Und der Grafikstil, Ja. muss ich sagen, gefällt mir recht gut von Sifu. Der ist nice. Aber so ein bisschen das Comic-artige, ein bisschen Wasserfarbe irgendwie, also es sieht in meinen Augen irgendwie so aus. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, der Comic-Style. Musst du dir unbedingt erzählen, wie du angespielt hast, also nächste Woche, wie es war. Ich probiere es zu streamen. Die Woche Sogar? noch. Nice. Ja, ich probiere es Aber zu bei streamen. dir auf dem Channel, gell? Nicht Bei bei mir uns? auf dem Okay. Channel, genau. Bei mir auf dem Channel. Nice. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Weißt du schon, wann das du willst, streamen? Nein, keine Ahnung, weil die Woche ist sehr. Voll, gell? Ja, Aha. also eigentlich schon viel zu voll. Aber Erkennst ich werde es schaffen. Ich denke, ich werde es schaffen. Und was Do man noch it, zum Nico. Game kann sagen. Do it! Ja, Ja, was- versprochen. Ich schicke dir dann den Link, wenn ich am Stream Yes, bin. Dann kannst unbedingt. du einer von meinen 2 Zuschauern. Ist gut. Nein, Nein, beim Sifu ist auch noch zu erwähnen, dass es das gleiche Studio ist, das auch Redeemer gemacht hat. Das war so ein Game, wo du, glaube ich, so ein Mönch warst. Wo aber von oben runter, weißt du, wie früher Top-down. GTA, von Mhm. oben runter, top-down, genau. Und nachher hast du dort aber auch Leute verprügeln und aufpassen, dass du nicht gesehen wirst von gewissen Feinden, also wie so ein bisschen Stealth-Game, aber gleich auch ein Beat'em-up, Okay. wo eigentlich recht erfolgreich war. Und die haben schon mit dem eigentlich gezeigt, dass sie den Grafikstil eigentlich gerne nutzen. Der hat nämlich den genau gleichen Grafikstil gehabt. Das haben sie jetzt im Sifu wieder übernommen. Und ich muss eben wirklich sagen, ich bin hyped. Ich habe hure Bock auf das Game. Und muss schauen, dass ich mir genug Zeit rausnehmen kann, zum Spielen. Aber ja, ich freue mich auf Ziehst jeden einfach Fall. 2 Stunden von deinem Schlaf ab. Genau, ja, das muss ich Nico. auch dann, weil, Ja, wenn ich, das ist selbstverständlich. weil wenn ich dann noch Lost Ark spielen will, Oh boy. Oh boy. Der Lost wird's Ark. Ich habe mir schon überlegt, ob ich so frei nehme, Nico. Aber ich kann würde dich nicht, verstehen. wie du Ich würde dich gesagt verstehen. hast, zu viel zu tun. Zu viel zu tun. Ich kann gar nicht frei nehmen, weil ich zu viel zu tun habe. Aber ich würde es auf jeden Fall so viel wie möglich neben dem Arbeiten und neben dem Streamen noch suchten. Ich habe mir jetzt auch, und don't judge me, aber ich habe mir das Pioneer Bundle gekauft, das für 100 Stutz. Wie gesagt, don't judge me, aber ich bin etwa noch mehr hyped auf das als so auf Sifu. Das weiss ich. Lost Ark. Das weiss ich. Mann. Also es tut mir ja leid, aber wenn ich das so sehe, dann geht mein Herz viel schneller. Ich hatte zwar ein bisschen Schiss vor dem Cyberpunk-Phänomen. Das muss ich wirklich zugeben. Weißt du, dass der Hype so gross ist, dass man dann enttäuscht ist vom Spiel. Beziehungsweise, dass der Entwickler selber natürlich, aber auch die Community des Games so dermaßen aufhypt, dass man so hohe Erwartungen hat, dass man dann so enttäuscht wird, wo ich meine, bei Cyberpunk, das haben wir alle mitbekommen, das ist ja ein einziges Bug- und Fail-Fest gewesen, also eine richtige Clown-Fiesta. Bei Lost Ark wird es aber wahrscheinlich nicht so, weil das Spiel ist ja immerhin in Korea schon seit 2 bis 3 Jahren draussen. Das heisst, es ist eigentlich proved und von der Community abgenommen, dass es geil ist. Und ich glaube, darum steht dem Hype eigentlich wie nichts mehr im Weg. Und ich habe heute voller Enttäuschenheit festgestellt, dass ich es noch nicht einmal downloaden kann. Ich muss noch bis morgen warten, Mann. Das ist so sad. Es sieht schon einfach auch nice aus, muss man sagen. Ja. Ich weiss, also du hast vorher gesagt, für Ferien
eben, wie gesagt, ich habe am Wochenende 2 Leute getroffen, die sind zu mir gekommen und gesagt, hey, wir haben im Fall Gilde gegründet, jetzt, bevor es ist rausgekommen. Wir haben schon Wow. 30 Mitglieder und 20 Leute plus in der Warteschlange. Yeses. Und von diesen 30 Leuten haben 8 Ferien genommen. Und zwar mindestens 3 Wochen oder so. Gut, aber ich meine, sind wir ehrlich, noch zu WoW-Zeiten, ich habe es ja eben dann beim Sexismus-Skandal von Activision Blizzard King, habe ich ja alles von denen von meinem PC gekickt. Aber seither bin ich auf der Suche nach einem neuen MMORPG und bis jetzt hat mich nicht so richtig umgehauen. Ich habe ja verschiedene jetzt schon gespielt. Aber ich meine, schon zu WoW-Zeiten hat man auch, wenn ein neues Add-on rausgekommen ist, frei genommen, also Ferien genommen. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Also ich weiss nicht, in meinem Bekanntenkreis ist das etwas mega Normales, dass man frei nimmt. Oder sogar fast Ferien, ja, eine Woche Ferien nimmt, wenn ein mega geiles neues Game rauskommt. Ja, Aber das stimmt. Das stimmt, das ist recht. Also wenn ich mich daran erinnere, wie die WoW-Leute früher auch einfach Ferien haben eingegeben und ich bin zuerst nicht rausgekommen, warum sie jetzt Ferien nehmen, weil sie gar nicht sind weggegangen, habe ich gemerkt, okay, da ist ein neues Add-on rausgekommen. immer die Gamer, dann in der Stube hocken, dann hocken sie in der Stube oder in einem Gamingzimmer und zocken einfach vom Morgen bis am Abend. Oder es ist vom Mittag bis am Morgen früh eher so rum. Aber ja, ich habe das dann ehrlich gesagt nie gemacht. Aber ich kann es durchaus verstehen, warum man es macht. Und ich muss wirklich sagen, bei Lost Ark bin ich sehr kurz davor gewesen, das auch freizunehmen. Ich musste dann aber wirklich feststellen, dass ich gar nicht kann, weil ich viel zu tun habe. Aber ich werde so oder so so gut wie möglich spielen. Und ich bin vor allem mega... ich wollte nicht schon wieder gehypt sagen. Ich glaube, ich habe schon viel zu oft gehypt gesagt. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt auf die Klassen vor allem. Ich weiß nicht, dass eventuell... Also, ich sage mal so, ich habe eine Ahnung, was du nimmst, wenn du Lost Ark spielst. Ja, ich meine, Leute, es hat 5 verschiedene Klassen. Und eine davon ist ein Martial Artist. Also, es ist ja quite obvious, dass du so einen nimmst. Hat der auch verschiedene Unterklassen? Ja, natürlich. Etwa 3. Der Scrapper, irgendwie. Was war es noch? Shadow Fist, oder so. Nein, Shadow Blade ist. Striker, hä? Shadow Hunter ist auf bei Assassin. Der Striker, genau, gibt es auch noch. Striker. Also der ist, glaube ich, der Martial Artist im Fall. Nein, es gibt im Fall 3 Unterklassen. Martial Artist ist ja nur eine Klasse, aber es gibt ja noch eine Unterklasse. Aber Striker, War Dancer, Scrapper und Soulfist. War Dancer, genau. Und was war das letzte gewesen? Soulfist. Soulfist, genau. Ja, nur gewusst, irgendetwas mit Fist, aber... Und dann ist schon die ganze Zeit Iron Fist in den Sinn gekommen. Also, nein, das ist von MCU, das kann nicht sein. Nein, aber Lost Ark... Also, aber du willst 100 Pro das nehmen. Ich werde eigentlich as usual Assassin spielen. Todesklinge ist das, glaube ich. Nein, das bin ich gar nicht sicher. Ich glaube, Deathblade ist es, das ich spielen auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, wie sich das spielt, weil ich habe noch nie ein MMORPG gespielt in dieser Top-Down-Perspektive, weißt du, so wie das Diablo. Von dem her, ja, ich habe eigentlich immer sehr gerne Third Person gespielt, muss ich sagen. Also ja, First Person eigentlich nicht so, aber Third Person. Aber ja, so von oben, bin gespannt, wie das ist. Es fühlt sich dann so ein bisschen an wie so ein Hack and Slay irgendwie. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Hack and Slay. Aber spannend wird es auf jeden Fall, vor allem, wo es ja auch den Teil hat im Spiel mit diesen Schiffen. Also Schifffahrt wird ja ein wahnsinnig wichtiges Thema sein. Ich glaube, das kommt... Ja, mega. Die Schifffahrt wird also da wird grosser Fokus irgendwie drauf gelegt, ja. Und ja, also was ich aber sicher jedem kann empfehlen, der mit Lost Ark anfängt, ich meine, es ist wie jedes MMORPG auch wieder ein Mühe anders als andere MMORPGs. Also nur wo eins kennst du nicht alle. Also es ist, falls ihr mit Lost Ark anfängt, schaut nach sicher irgendwie ein Video an mit irgendwie einem Guide oder so, wo euch ein paar Tricks
erzählt, es ist halt sehr komplex, oder? Also, aber es gibt es schon seit 2-3 Jahren, von dem her, es ist immer wie mehr Content oder dazugekommen, es ist ausgereift, aber es hat natürlich so wie andere MMORPGs auch einfach wahnsinnig viele so kleine Sachen, wo man irgendwie halt nicht von Anfang an weiss. Und man froh ist, wenn es einem jemand mal sagt, beziehungsweise wenn man es irgendwann mal selber herausfindet und man so denkt, so, damn, warum habe ich das nicht schon vorher gewusst? Und in eine Gilde eintreten ist sicher auch an sich gar nicht so schlecht, weil es meistens ja noch so Boni gibt. Du hast ja auch schon gesagt, Kollegen von dir haben auch schon Gilden gegründet. Es gibt ja mehrere Surfer und es gibt ja schon so einen inoffiziellen deutschen Surfer, sage ich jetzt einmal, wo die meisten Deutschsprachigen eigentlich nicht drauf sind. Der nennt sich Asta. Sind deine Kollegen auch auf diesem Surfer? Weißt du das? Ja, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht, weil ich habe mich noch viel zu wenig damit beschäftigt. Ich habe mich eben, wie gesagt, mit anderen Games beschäftigt. Aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass so viel mehr Leute hyped auf das Game sind, als ich gedacht habe. Und dass es wirklich auch etwas könnte sein für mich und meine Jungs. Also weißt du, dass wir wirklich einfach mal wieder, oder das könnte wirklich jetzt das Game sein, nachdem New World uns so enttäuscht hat, wo uns vielleicht wieder könnte auflüpfen auf den Train. Ja, also gut, ich meine, Lost Ark hat einen grossen Vorteil. Und aber das habe ich vorher eigentlich schon angesprochen. Es gibt es schon seit 2 bis 3 Jahren. Es ist Gamer-approved sozusagen, oder? Und New World war halt ein komplett neues Game gewesen. Durch das hat es auch ewig lange Warteschlangen gegeben. Das wird natürlich jetzt hier auch nicht der Fall sein. Oder? Das ist natürlich, wo es halt nicht global neu startet, oder? In einem gewissen Teil der Welt ist es ja schon draussen, schon spielbar. Von dem her, Lost Ark hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile im Vergleich zu New World. Und ja, sind wir ehrlich, New World war einfach nur knurzig gewesen und ich habe es sehr schnell wieder deinstalliert. Also, aber ich bin wirklich schon lange auf der Suche nach einem neuen MMORPG. Elion habe ich ausprobiert, was ja vom Stil her eigentlich ähnlich ist jetzt wie Lost Ark. Aber ja, ich habe es zu wenig gespielt. So richtig gecatcht hat es mich nicht. Neverwinter ist mir wahnsinnig schnell auf Max-Level und dann ist es einfach eins gegrindet. Das hat mich so ein bisschen angeschissen. Ich will gerne ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr aufleveln, ein bisschen mehr Quests, ein bisschen mehr Zeug erleben. Aber New World. Ein Knurz habe ich wieder deinstalliert. Oh. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Lost Ark. Same. Und vielleicht auch noch, ist nicht, also das habe ich mich jetzt gefragt, ist nicht New World auch von Amazon gewesen? Also Lost Ark ist ja nicht von Amazon. Nein, New sie World, nur publishen. Aber ja, also New World ist von Amazon, aber sie haben es auch selber entwickelt, ja. Aber Lost Ark ist ja von Korea, glaubst du? Ja, genau. Nein, es sieht darum für mich einfach so aus, als würde Amazon auf jeden Train dort aufkumpen, was sie können. Aha! Ja, oder? Jetzt hier sind sie auch wieder dabei, um es zu publishen. Das stimmt. Sie wollen aber auch. Amazon hat natürlich auch gemerkt, dass die Gaming-Industrie eine mega grosse Branche ist. Und wenn natürlich dort jetzt auch ein Stück von dem Kuchen abhaben, von dem her. Ja, das macht die da den Publisher spielen. Aber das ist schon okay. Ich meine, für die Deutschen vor allem ist es geil, was heisst für die Deutschen? Wir Schweizer haben halt keine Vorteile wegen Amazon, aber alle anderen, die halt von Amazon easy beliefert werden, darum haben wir ja Brack. Brack tut uns easy beliefern. Aber mehr als du denkst. Das ist genau so. Nein, aber Amazon ist natürlich, über Amazon hast du halt gewisse Vorteile, ich glaube, du hast irgendeinen Vorteil hast gehabt. Ich glaube, zusammen mit dem Prime. Wenn du Amazon Prime hast, also abonniert hast, dann hast du irgendeinen Vorteil gehabt bei Lost Ark. Ich weiss aber nicht mehr genau, was es war. Aber eigentlich ja geil, weißt du, dass du so miteinander kannst verknüpfen. Ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, Amazon ist gross und will ein Stück von einem Kuchen, der ein anderer ist als der, den sie aufgebaut haben. Aber sie haben schon mehr als genug Küchen, meiner Meinung nach. So wie auch eine der grösseren Bäckereien in dieser Region, und zwar EA, hat Apex published. Genau, sie haben jetzt so ein neues Brötchen gebacken, gell? Genau, nice. Wo ja eigentlich von Respawn war, aber EA hat es nicht published.
Und zu Apex kommen wir jetzt gut, weil der gibt es einen neuen Champion. Oh ja, ich habe das Video gesehen. Leck du mir. Ich habe fast ein bisschen Angst bekommen. Erzähl, Nico. Und zwar ist das die Mad Maggie. Und sie ist absolut Hammer von den Fähigkeiten her. Also ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich habe zum Glück mich selber noch zurückhalten, um meine roten Points nicht auszugeben und warten, bis sie rauskommt. Morgen sollte das eigentlich der Fall sein. Zusammen mit der neuen Season. Was natürlich auch heisst, dass wieder neue Maps werden spielbar sind. Ich habe extrem Bock wieder auf Olympus. Ich weiss, die meisten, die Apex spielen, feiern Olympus nicht, aber ich liebe die Map. Warum denn? Und ja, aber sie ist so, Olympus ist so die Map, wo sie ist wirklich auch einfach beautiful, weißt? Also sie ist wirklich einfach schön. Beautiful. Sie ist wirklich einfach schön offen und sie hat geile Parts mit Hochhäusern, die einfach geil zum Spielen sind und sehr schöne Gebiete. Okay. Und die kommt wieder zurück. Und da freue ich mich natürlich drauf. Und eben der neue Champion Mad Maggie. Sie ist ein hoher badass Boss-Bitch, Mann. Das ist unglaublich. Sie ist badass. Also wenn man sich ihre Fähigkeiten anschaut, dann ist es einfach wirklich badass. Aber was sie macht, sie hat zum Beispiel ihr Q ist einfach so wie eine Granate, die sich festhakt an einer Wange und nachher durch die Wange durch schießt und zwar einfach so wie eine Granate durch die Wange. Aber es fühlt sich ja an wie ein Cheat. Ja, es ist halt wenn es durch die Wange durch ist. Ja, es fühlt sich an wie ein Cheat, aber es ist halt um die anderen Sachen, die hinter der Wange sind, zu zerstören. Also das kann ein Caustic-Fallen sein, das kann ein Schild sein von einer Rampart. Und ich meine, mit dem kannst du counterst eigentlich alle, die sich stationär probieren zu verschanzen und zu campen. Es ist so geil. Ja gut, Stell dir mal vor, einer chillt einfach hinter der Wange und wartet auf dich. Aber klassischer Camp halt, ja. Ja, genau. Oh, und du schießt einfach vorher schon genau dort, wo er steht, so ein Dings her und nachher wird er echt gefragt. Und ganz ehrlich, es kommt noch besser. Wenn du mit der Mad Maggie jemanden abschießt und er ist verletzt, dann siehst du, wo er herläuft. Es trackt ihn. Shit. Genau. Wenn sie Schrotflinte spielt, hat sie schnellere Reaktion und schießt schneller. Also sie und Schrotflinte ist One Love. Okay. Ihre Ulti ist ein Wrecking Ball. Das heisst, sie schießt so einen riesigen Ball. So einen stacheligen, gell? So einen grossen Eisenball mit Stacheln. Was, er verfolgt ihn? Oh nein, das ist ja ein ultra pain in the ass. No. Es ist wirklich Asi. Und alle, die hinten dran laufen, werden noch schneller. Also dein ganze Team wird schneller, bekommt einen Speedboost, wenn sie hinter dem... aber das klingt ultra OP. Also meinst du nicht, dass sie entweder die ganze pickt oder banned wird und irgendwann wird sie genervt? Weil das ist ja... Also allein vom Beschreiben her von der Ulti, also von den Fähigkeiten, vor allem von der Ult, ist das ja... Also gut, es kommt darauf an, wie lange geht der Boost? 3 Sekunden? 5? Ich weiß es nicht. Das ist verdammt lang. 5 Sekunden sind ja extrem lang. Also es geht schon lang. Und also jetzt vom Video, das ich gesehen habe, muss ich sagen, also die wird genervt. Die muss genervt werden. Und ich habe gesehen, dass mein Lieblingschampion, der Caustic, ist genervt worden. Also noch ein Grund mehr, jetzt Mad Maggie zu spielen. Ich freue mich sehr, es wird cool. Es wird ein geiler Champion zum reindroppen. Und also eben, mal schauen, er wird genervt. Ich bin auch deiner Meinung, weil es ist ein bisschen viel OP-Zeug, was ich kann. Aber Apex, neuer Champion, neue Season, ab morgen. Ich freue mich. Nico ist bufft. Yes. Ein Thema, das wir nicht so ganz wissen, ob wir mega bufft oder eher mit Critical Damage hinterlassen werden, ist der Kauf von Bungie via Sony. Also Sony hat Bungie gekauft für 3,6 Milliarden US-Dollar. Ist natürlich ein Bruchteil von den fast 70 Milliarden Dollar, die Microsoft für Activision Blizzard King gezahlt hat. Aber gleich, der Shopping-Spree geht weiter von den Publisher, hat ich fast gesagt. Es wird weiter, also wobei
er wird nicht geschluckt. Also Bungie wird nicht geschluckt. Da können wir natürlich schon mal sagen, das ist sicher schon mal etwas Positives. Weil sie haben nämlich angekündigt, dass Bungie nach wie vor soll, also wie unabhängig können ihre Games entwickeln und das bedeutet natürlich auch, dass ihre Games auch weiterhin auf der Xbox werden erscheinen. Also das haben sie den Gamer eigentlich schon mal zugesichert. Es wird nicht PlayStation exklusiv und es wäre ja, seien wir ehrlich, es wäre ja eigentlich recht tragisch, weil Bungie gehört ja Destiny und Bungie ist ja und auch Jein. Bungie ist der Erfinder und der ursprüngliche Entwickler von Halo, aber die Rechte haben sie bei Microsoft gelassen. Okay. Aber Destiny hingegen, die Rechte von Destiny sind weiterhin bei Bungie. Und sind wir ehrlich, ich meine, für Sony ist es natürlich grossartig, dass sie jetzt ein Entwicklerstudio haben bei sich wieder, das sich mit guten Shooter auskennt und vor allem also etwas, oder vielleicht das, was für Bungie am bekanntesten ist, sind ihre Service-Games. Also Service-Games sind ja die Games, die erscheinen, aber dann über Jahre hinweg der Inhalt weiter gepflegt wird. Oder? Also einfach, es gibt neue Inhalte, es gibt Add-ons, es gibt neue Content, es gibt Änderungen. Die Champions werden angepasst, Skins gibt es neue, es gibt verschiedene Waffen, die werden angepasst und so weiter. Und Bungie ist extrem stark in dem und sie haben auch schon angekündigt, dass sie 10 weitere so Games planen. 10! Zusammen mit Sony. Also Sony will effektiv mega aufrüsten, was die Live-Service-Games betrifft. Was natürlich cool ist, weil ich meine, so ein bisschen langlebige Games, sage ich jetzt einmal, sind auch schön natürlich, gell? Ich meine, meiner Meinung nach dort immer noch allen voraus, auch wenn ich mit dem Spiel an sich wirklich überhaupt nichts anfangen kann. Das muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Also ich habe es noch nie gespielt, aber ich kann schon nichts mit dem Spiel anfangen, und zwar ist das Fortnite. Aber Epic Games macht es einfach vorbildlich, wenn es um neue Inhalte geht. Also das ist phänomenal. Ich habe schon immer gesagt, von Epic Games können sich sehr viele Entwickler eine dicke, fette Scheibe abschneiden, wenn es um ihren Live-Service geht. Und Bungie steht aber anscheinend mit Destiny auch wahnsinnig gut dran. Destiny 2 ist ja mittlerweile draussen, also schon länger jetzt. Aber ursprünglich angefangen hat Destiny vor 8 Jahren und es läuft immer noch. Also von dem her es ist ich sage jetzt mal, ein wuchernder Busch, wo man schön in seine Beere kann. Ich will nicht wissen, an was du jetzt denkst. Wo man schön seine Beere kann pflücken. Nein, ich habe so ein Wortspiel zwischen Bungie und Busch Ja, eben. Ich bin halt gut in solchen Sachen. Nein, wo man natürlich man seine Beeren kann pflücken und immer wie mehr daraus kann wickeln. Ja. Nein, also darum, also der Kauf an sich, man ist sich nicht ganz sicher, ist das ein Schnellschuss gewesen? Ist das schon lange überlegt? Hat jetzt Sony müssen reagieren, weil Microsoft Activision Blizzard King aufgekauft hat? Oder warum? Von wo kommt das? Von wo kommt der mega krass, also der plötzlich Einkauf? Und dort muss man ja sagen, wir haben ja letzte Woche erst gerade über Microsoft geredet, wo ja eben Activision Blizzard King gekauft hat. Nein, vor 2 Wochen ist das gewesen, sorry. Vor 2 Wochen. Ja, es geht schnell voran. Nein, aber letzte Woche, etwa eine Stunde nachdem wir den Podcast beendet haben, kommt die News raus, dass Sony Bungie kauft. Ich habe mir nur ein bisschen auf die Zähne beißen. Ja, das ist, wenn einer voraussäckelt, säckelt andere hinten nachher, gell? Also, ja, das ist so. Das ist auch schön. Ich habe Angst, ein bisschen, muss ich sagen, dass jetzt der Shopping-Spree noch weitergeht und jetzt die Publisher wie mehr Entwicklerstudios einkaufen. Einerseits kann es ein Vorteil sein. Andererseits habe ich halt einfach Angst, dass auch vor allem dort Indie-Games mit der Zeit geschluckt werden. Und das Schöne an Indie-Games ist ja eben gerade, also beziehungsweise an den Indie-Game-Entwicklern, ist ja, dass sie eben unabhängig sind von allem. Sie sind nicht
also sie finanzieren sich selber, und durch das, dass sie sich selber finanzieren, müssen sie ja wie nicht jemandem gerecht werden, außer der Spieler. Oder? Aber sie haben nicht irgendwie Aktionäre, wo sie möglichst schnell möglichst viel Geld müssen abwerfen müssen. Also von dem her, das ist das, was ich an den Indie-Games eben so geil finde. Wo die können noch innovativ sein, die können noch mutig sein, etwas Neues ausprobieren. Genau darum haben wir so Games wie eben Sifu oder so Games wie Hades oder Death's Door. Oder? Weil die eben mutig dürfen sein und Gameplays dürfen erfinden, was es in diesem Sinn noch nicht gibt. Oder? Also neue Game-Mechaniken, die man jetzt so noch nicht gesehen hat. Genau. Darum, aber an sich, die Meldung ziemlich neutral, aber einfach die Angst vor dem Shopping-Spree, dass es über kurz oder lang Indie-Game-Entwickler, also Indie-Studio trifft, habe ich ein bisschen Angst, ja. Also die Angst ist vorhanden. Also, ich denke, du hast dadurch sicher recht und let's see, weil, ja, eben wie du schon gesagt hast, es ist nicht das Gleiche, du kannst es nicht vergleichen mit dem Riesenkauf, aber es ist halt gleich auch wieder ein bedeutendes Entwicklerstudio, das gekauft ist worden von einem, ja, man kann sagen, doch einem von der Riesen in der Game-Industrie. Und es wird Auswirkungen haben auf alles, was ja, jetzt dort kommt. Aber eben, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass das voll positiv ist für uns. Das kann natürlich auch sein. Wir werden es sehen. Gut, ich meine, aber bei Xbox bei Microsoft ist es natürlich geil, dass umso mehr Spiele in Xbox Game Pass kommen. Das ist natürlich echt fancy. Genau. Bei Sony wird es sich umgekehrt sein mit dem PlayStation Network. Von dem her, ja, mal schauen. Also am Schluss wird es irgendwie zwei so riesen Publisher geben und that's it. Nintendo gibt es auch noch, Entschuldigung, fast vergessen. 3. Mal schauen, was Nintendo als nächstes gekauft hat. Ja. Ja, was könnte es sein, wenn wir spekulieren? Nein, ich glaube, wir lösen das. Ich hoffe einfach, dass Sony und Nintendo nicht irgendwann miteinander verschmelzen. Wo sind wir ehrlich, das sind zwei japanische Unternehmen. Wenn die miteinander verschmelzen, dann werden sie ein globales Monopol haben. Also von dem her... Ja, bitte das nicht. Stimmt. Die werden dann... Ja, voll. Nein, also ich denke auch bei Nintendo ist es ja ein bisschen so, dass sie gleich auch noch ein bisschen eine Vorgabe haben oder ein bisschen darauf schauen, was sie für Games kaufen oder was sie für Games veröffentlichen. Und die haben ja so ein bisschen wie eine... Also mir dünkt es, ich weiß nicht, du musst mich korrigieren, aber ich glaube, Nintendo hat gleich so eine gewisse Anforderung an ein Game, Mega. dass es schon ein bisschen in die Popkultur passt, in das Comic-mäßige und Nintendo ist vor allem von Manga-mäßige. Strategie, also die Strategie von Nintendo ist ja eindeutig. Ihre Zielgruppe sind Casual Gamer und Familie. Oder? Also, darum ist zum Beispiel die Switch auch nicht 4K. Oder? Das ist eigentlich alles aufgrund von ihrer Strategie. Also alle die für eine 4K-Switch plädieren und unbedingt eine wollen haben und sich fragen, warum Nintendo nicht schon lange 4K-Switch auf den Markt gebracht hat, weil es nicht in ihrer Strategie ist. So einfach ist es. Ihre Games brauchen nicht 4K. Oder? Von dem her... und ja, sind wir ehrlich, sobald sie 4K-Screen auf ihrer Switch drin hätten, müssten sie mit dem Preis auch wieder rauf. Und dann wären sie dann schon wieder im Range von Xbox und Sony, also von PlayStation. Und das weiss ich einfach schlichtweg nicht. Sie sind einfach von Strategie komplett anders platziert als die anderen zwei. Aber ja, wir schweifen vom Thema ab. Aber interessant, merci. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ja mal einen sehr ausführlichen Bericht, also einen Blogpost geschrieben über das Thema. Falls ihr ihn nachschauen wollt, findet ihr ihn auf brack.ch/blog. Er ist aber relativ weit unten mittlerweile schon. Dann ist es darum gegangen, nein, wo dort alle Blogposts drauf sind und man kann es eben nicht filtern. Aber dort sind wir am Schauen. Wir sind am Schauen, dass wir eine Filterfunktion einbauen können. Und sonst auf brack.ch/gaming. Dort, wenn ihr dort ein bisschen runterscrollt, kommt ihr auch zu den Blogposts. Aber dort ist halt nur nach Gaming sortiert. Also dort findet ihr ihn vielleicht schneller.
Und genau, dort habe ich über den Switch OLED tatsächlich geschrieben. Also, wo ja die ist announced worden, habe ich schon drüber geschrieben gehabt. Und dann haben wir ja noch das Hands-on dürfen machen, wo wir es wirklich können austesten konnten. Und dort habe ich auch nochmal drüber geschrieben. Von dem her, also es ist alles im gleichen Blogpost, aber es war sehr spannend gewesen und sehr cool tatsächlich. Und ich habe leider daheim nur eine normale Switch, aber das ist okay, es reicht. Wo ich spiele öfters auf dem Fernsehen, von dem her ist es okay. Nicht, dass ich nicht gerne eine hätte, aber ja. Dann, aber ich würde sagen, du bist doch ein bisschen, du bist, ja, also wenn du Switch spielst, bist du immer ein bisschen hyperig, oder? Und, oh mein Gott, oh Nico. Oh. mit dem Hyperig würde ich jetzt nicht sagen. Genau. Okay. Aber mit dem Wort hyperig, also besser mit dem Wort hyper. Englisch Hyper! How much is Genau, the fish? Genau. Haben wir weiter noch irgendwo Scooter? Ja, Nein. Gut. Also, nein, mit dem Wort Hyper gehen wir zu einem Game, wo es viele von euch vielleicht komplett auch verpasst haben. Das würde mich voll nicht mal wundern. Nein, das würde mich wirklich nicht wundern. Weil es ist so schnell gekommen und wieder gegangen. Hey, es war innerhalb von einer Woche wieder tot gewesen. Ja, eben. Es ist mit Hyperspeed gekommen und mit Hyperspeed ist es wieder gegangen. Ein paar Spitzfindige von euch haben es vielleicht schon herausgefunden, um was es geht. Und es geht natürlich um Hyperscape. Ja. Ich kann mich erinnern, als das Game ist rausgekommen ist, habe ich einen Trailer geschaut und dann habe ich meine Jungs reingedroppt und wir haben es wirklich einen Abend gezockt. Aber was nachher bei uns ein bisschen der Fall war, als wir es gespielt haben, also jeder von uns hat gefunden, seine Hände sind am Zittern und sie sind am Schwitzen und sie sind hure nervös. Und man kommt in diesem Spiel einfach nicht zur Ruhe, weil es ist mehr so, ja, heute es ist hyperig. Ja, der eine hat auch geschrieben, es sei mehr How to Chase My Enemy Simulator dann Battle Royale. Und das stimmt schon. Also du kannst halt einfach deine Feinde extrem verfolgen, ihnen nachgehen, du hast unglaublich viele Möglichkeiten. Es geht ja vor allem auch sehr in die Höhe. Also es spielt ja so in einem Städtchen, wo du natürlich auch in jeden Raum rein kannst. Du kannst auf Dächer rauf, du kannst dich verstecken, du kannst wieder zu den Fenstern raus, du kannst durch die Gänge säckeln. Also eben, es ist wahnsinnig nervös. Und du kannst ein Bau werden. Kannst du dich erinnern, du kannst ein Bau werden. Nein, weiss ich nicht mehr. Und nachher über die Leute, aber es ist so. Yes, nein, ich muss sagen, ich habe den Trailer gesehen und mich dazu entschieden, dass ich es nicht installieren. Also der Trailer hat man schon abgelöscht, tatsächlich. Ja. Also der damalige Arbeitskollege, den ich hatte, der hat das wahnsinnig gern gespielt, aber er ist auch eher der Typ für nervöse Games. Ja, von dem her typ, total, ja, also wirklich. Warum weiss ich, von wem du redest? Nein, also. Schnell zurück zum Thema ja, genau, also Hyperscape. Was ist jetzt der News? Hyperscape, es ist fertig. Also es ist durch, es ist alles, es ist jetzt schon fertig. Also es ist nicht mal so, dass es irgendwie jetzt abgenommen wird, sondern es ist schon fertig. Also es hat Server geschlossen? Ja, Server sind schon zu? Also sie ist drauf genommen. Ja. Oh, wow. Ich habe heute ein YouTube-Video geschaut, wo der eine gesagt hat, heute spiele ich zum letzten Mal Hyperscape, morgen wird es drauf genommen. Und das war irgendwie, glaube ich, am Freitag gewesen. Also ich glaube, das Wochenende haben sie es drauf genommen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber was auf jeden Fall klar ist, sie heisst, man kann es nicht mehr spielen. Okay. Er hat dann aber auch gesagt, dass es gut kann sein, dass sie es irgendwann wieder aufschalten, weil ja in der letzten Zeit es viel hat gegeben, dass das Game, auch wenn es extrem alt war, wieder einen extremen Hype hat bekommen. Was wir zum Beispiel haben gesehen bei Among Us oder bei Gut, das ist aber nie Zomboid. Abgenommen worden, gell? Among Us Genau, war immer da gewesen, ja. Aber haben sie es dann begründet, warum sie Hyperscape abgestellt haben? Ja, es hat keine Leute, es spielt es nicht mehr. Also was heisst, es spielt es nicht mehr? Weil sie sagen ja gerne mal, es spielt es nicht mehr und es sind so 500 Nasen global pro Tag, was ja auch nicht viel ist. Aber es sind auch so ein paar hundert Nasen, die es spielen, oder ist es wirklich, hat es literally 2 Leute auf dem Server? Also ich bin ganz ehrlich mit dir, der das gespielt hat, ist auf dem YouTube-Video mit einem allein in dieser Stadt gewesen. Also mit einem anderen, glaube ich, oder 2. Also... Ja. Oh
das ist Armutszeugnis. Holy shit. Okay, crazy. Ja gut, in diesem Fall begraben wir ein weiteres Battle Royale. Finde ich jetzt an sich nicht wahnsinnig tragisch, aber dort sieht man halt auch wieder, Hyperscape ist genau dann auf einen Hype-Train aufgestiegen, wo es eigentlich schon zu spät war. Also das sieht man ja immer wieder, wenn so gewisse Genres super erfolgreich sind plötzlich. Das hat man jetzt mit Survival Games auch. Oder ein Zeitchen waren es MOBAs. Ich meine, ein Beispiel Blizzard mit Heroes of the Storm. Dort sind sie einfach zu spät gekommen. Hat nicht funktioniert. Sie haben es vernachlässigt. Jetzt bei Battle Royale ist es Hyperscape. Es ist einfach zu spät gekommen. Das kommt auch noch dazu, oder? Und ja, ganz ehrlich, apropos Survival Games, Blizzard hat jetzt eben letzte Woche, glaube ich, ein neues Survival Game angekündigt, wo sie noch werden, also was sie jetzt zuerst mal noch müssen entwickeln, bis es rauskommt, ist es 3-4 Jahre. Da werden sie ja zu spät sein, denke ich mal. Darum Ja, also denke auf einen Hype-Train aufsteigen, meine Mädels und Jungs, ist nicht immer das Optimale. Also ja, ist oder genau Mädels, so. Jungs und alles dazwischen. So sieht's Genau. aus. Und dort vielleicht auch noch schnell dazu zu sagen, ich habe es, als ich es heute geschaut habe, habe ich gemerkt, was mich am Game fasziniert hat, weil es ist nicht, also ich will nicht sagen per se, es ist schlecht, weil es hat ein paar Elemente drin, die wirklich revolutionär waren. Es war zum Beispiel das erste Game, wo man in-game, also wo man während man es auf Twitch gestreamt, als Zuschauer können Votings machen, welches World-Event das kommt. Stimmt, ja. Das ist Das ist natürlich noch irgendwie fancy, dass du als Twitch-Zuschauer hast können, glaub, so, du hast, glaub, gewisse Sachen erschweren oder so. Oder nicht? Exactly. Also Gell? du kannst bestimmen, welches World-Event als nächstes kommt. Zum Beispiel wird die Zone schneller kleiner oder gibt es irgendwie stimmt. andere Items, die droppen. Mhm. Und mit, wie soll ich sagen, es hat ja auch ein bisschen das Apex-Flair. Also es ist, weißt du, auch mit den Guns und so. Apex Titanfall-Flair, sorry, ich meine, die Origins, der sind ja ganz klar bei Titanfall. Ist ja auch bei Apex so. Aber die Waffen und so und das Design wäre eigentlich schon sehr cool gewesen. Nur das Problem beim Hyperscape ist einfach immer gewesen, es ist eben wirklich Ja, es ist nervös. hyperactive. Ja. Es ist so Du hast wie nervös. keine Ruhephase, gell, wo du mal ein bisschen Nein. kannst entspannen kannst. Und sind wir ehrlich, Nicht. gerade in einem Shooter, wo du schnell musst, ein bisschen zusammenreissen und konzentrieren, ist es halt eigentlich schon wichtig, dass ab und zu mal so eine Phase hast, wo du kannst schnell ein bisschen sammeln, sage ich jetzt einmal. Ja. Genau. Und ja. Sorry, ja. Aber ich habe jetzt auch noch nur gerade etwas, was ich auch noch gerade am Rand habe gesehen. Und zwar, dass es ist wirklich so, es ist nur so 18 Monate gelaufen und ja, aber auch ein bisschen ein Twitch-Experiment gewesen, oder? Weil Ja, aber ich wollte sagen, man das hat wollen. aber testen. das bedeutet ja eigentlich auch, dass das Game abhängig war von den Twitch-Zuschauern und dementsprechend auch wieder abhängig von Streamern. Das heisst, das Spiel hat nur funktionieren A, wenn es genug Streamer gegeben hat, die es gespielt haben, und B, wenn es dementsprechend auch genug Zuschauer hat gegeben, die das geschaut haben. Und wenn es A schon nicht gibt, also wenn schon die Streamer kein Interesse haben, das zu streamen, dann gibt es dementsprechend auch keine Zuschauer. Und dann kann das Game ja nicht funktionieren. Und seien wir mal ehrlich, Streamen an sich ist schon nicht ganz einfach, wo du musst dich wahnsinnig konzentrieren, also du musst deine Konzentration zweiteilen, sage ich es mal so. Du brauchst eigentlich doppelte Konzentration. Du musst dich einerseits auf das Gameplay konzentrieren, auf das Spiel, was ja bei Hyperscape per se schon mal nicht einfach ist, weil es eben vollen Fokus konzentriert. Aber beim Streamen obendrauf kommt ja noch der Fokus auf den Chat. Du musst den Chat immer im Auge behalten. Du musst ja mit deinen Leuten können interagieren und kommunizieren. Und ich meine, was auch noch dazu kommt als Streamer, ist ja, dass du immer alles musst kommentieren musst. Hey, weißt du, wie ermüdend das ist bei so einem Game? Also das streamst nicht länger als eine Stunde. Also das stimmt, ist ja. absolut zum Scheitern verurteilt gewesen, von Anfang an, wenn du mich fragst. Aber ja, es war ein Experiment gewesen. Sie haben jetzt auch selber gemerkt, das Experiment hat nicht funktioniert. Ja. Von dem her. Ja, aber wie gesagt, hey, Fair enough. es ist... Man muss ja auch eingestehen, wenn etwas mal nicht gut ist. Auf jeden Fall. Und wir haben genug Spiele draussen, also sind wir nicht traurig, wenn ein Battle Royale mehr das Schiff verlässt. Also, Absolut nicht.
Da rennen wir jetzt Dafür gibt es mal wieder etwas mehr von etwas anderem. Und zwar, es gibt mal wieder eine Spieleverfilmung, also eine Game-Verfilmung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Leute, das Game of the Year 2021, wo ja wirklich so ein kleiner Überraschungshit war. Ein Game, das man nur das zweite spielen kann. It Takes Two. Ein fantastisches Game. Sehr, sehr amüsant. Zum Zusammenspielen so lustig. Ich bin regelmässig fast gestorben vor Lachen. Aber... ja. aber... Also, I don't know. Aber es soll jetzt verfilmt werden. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, was ich davon halten soll. Weil das Buch... Also, um vielleicht schnell auf die Story zu sprechen kommen. Es ist ein Ehepaar. Ja, ich muss schnell... Ja. Warte, du spielst ein Ehepaar. Die May und der Cody. Und die stehen kurz vor der Scheidung und ihre Tochter findet das natürlich überhaupt nicht cool, ist am Grennen und irgendwie eine Träne von ihr löst dann Fluch aus, oder ich sage jetzt mal Verzauberung, und zwar lässt das ihre Eltern schrumpfen bzw. in so Püppli verwandeln. Und dann müssen sie sozusagen ihre Ehe retten und das Buch, The Book of Love, wo gleichzeitig irgendwie der Psychiater ist, so ein Beziehungstherapeut, der jagt die vom einen Level ins nächste. Sie müssen auch gewisse Aufgaben bestehen, die sie dann wieder mehr zusammenschweissen und also, um sozusagen eben ihre Ehe zu retten. Aber das Buch ist so hure nervig. Hey, das ist nicht normal. Weißt du, das Gameplay wirklich mega lustig. Fakt. Aber das Buch! Und ganz ehrlich, also gewisse Szenen sind ja also auch wirklich bitterbös. Also nicht immer ganz kindertauglich eigentlich. Also es ist düster teilweise. Also ich will nicht zu fest spoilern, darum sage ich jetzt, also für die es noch nicht gespielt haben, aber ich sage jetzt echt mal, die Szene mit dem Elefant. Die es gespielt haben, wissen genau, was ich meine. Die Szene mit dem Plüschelefant. Mein Herz blutet immer noch. Einfach so viel dazu. Ja. Also, ich frage mich gerade, ob das eine gute Idee ist, das Game zu verfilmen. Also, was noch nicht klar ist, wird es ein Film oder wird es eventuell sogar eine Serie? Das weiss man noch nicht. Die Macher sind die gleichen, die auch schon Sonic the Hedgehog gemacht haben, wo ja jetzt gleich schon der zweite Teil rauskommt. Aber wenn ich an das denke, mögt ihr euch noch erinnern, wie der Sonic ursprünglich mal ausgesehen hat, wo es ja einen riesen Aufschrei gegeben hat von der Community, wie Scheiße, sorry, ich finde kein anderes Wort, wie Scheiße der Sonic hat ausgesehen. Am Anfang bei diesen ersten Trailer. Also wirklich zum Grennen. Und sie haben ja näher, wo der Aufschrei so riesig war, wirklich müssen ändern. Und dann hat er ja wenigstens ausgesehen wie ein Sonic. Aber ja, und die so jetzt It Takes Two verfilmen, ich bin skeptisch. Ja, ich verstehe dich. Ich stimme dazu. Weil ich habe es auch gespielt, ich habe es durchgespielt. Und es ist ja eigentlich auch so ein kleiner virtueller Beziehungshelfer. Also, ja, also wenn du dann auch noch zusammen bist, ja, der Halle, gerade congratulations. Ich habe zum Glück mit einer Kollegin gespielt. Also es hat jetzt nicht bei allen geholfen, aber du weißt, also ich denke grundsätzlich ist es einfach ein unglaublich cool durchdechtes Game, was die Dualität betrifft. Also du musst halt wirklich zu zweit engagiert arbeiten. Du musst miteinander spielen. Kommunikation. Genau, nicht weiter. Wenn du nicht miteinander redest und dich absprichst, was so jetzt, also wer jetzt was soll machen, dann kommst du nicht weiter in diesem Game. Das ist definitiv so, ja. Du musst miteinander reden.
Und sind wir ehrlich, beide hassen irgendwann einmal das Buch und Hass schweißt zusammen, von dem her. Genau. Das Buch geht dem wirklich richtig auf den Sack. Ist aber, glaube ich, auch gemacht für das. Dafür hat es andere Charaktere, wie zum Beispiel die Eichhörnchen, wo ich absolut herzig habe. Sie haben mir einen Flammenwerfer gegeben, ich liebe sie schon allein wegen dem. Ja, und das bekommt, ich bin natürlich immer der Bist du Cody gewesen? Genau. Lame. Das kann nichts werden. Ja, ich bin dann immer zu Pflanzen geworden und so, gell? Aber vielleicht für die, die es nicht wissen, eben, der Cody ist mehr so ein bisschen der Clown. Also er hat so ein bisschen die witzigen Fähigkeiten und die May ist halt mehr so ein bisschen die Bitch, sorry für den Ausdruck, und sie hat halt mehr so ein bisschen, sind wir ehrlich, sie ist ein bisschen eine Bitch, eine Beziehung, sie ist recht fies eigentlich. Das stimmt, ja. Sie hat ein bisschen, Ja, und eben, sie hat dann mehr so die Shooter-Fähigkeiten, dort, wo man ein bisschen besser muss aimen, ein bisschen besser muss Fähigkeiten gezielt einsetzen. Yes. Also die, einfach, falls ihr das mal noch spielen wollt, dann denkt da an die Einteilung, sage ich jetzt einmal. Voll. Also probiert es aus. Unbedingt. Also eben, ich meine, das Game ist ja Game of the Year, verdient. Ich meine, die Abwechslung hast du noch nie in einem anderen Game gesehen. Es ist fantastisch. Ich hatte das Time of my life gehabt, als ich das dann gestreamt habe. Ja. Aber eben, die Verfilmung macht mir ein bisschen Bauchweh. Emotional Damage. Ja, wir werden es sehen. Also, es ist sicher ein Crit-Thema, passt gut da rein, weil eben die Damen und Herren von diesem Studio haben auch schon Sonic the Hedgehog gemacht. Und wir haben es ja vorher schon besprochen. Wenn sie nicht gerade wieder reinschießen mit... Hoffen wir einfach, dass sie sich das mal ein bisschen mehr an die Vorlage halten. Genau. Und dann kommt es vielleicht sogar gut. Aber die Story sehe ich irgendwie nicht als Film oder als Serie. Von dem her, ja. Aber ja, so viel zu unseren Crit-Themen, also zu denen, die ein bisschen emotional Damage hinterlassen bei uns. Weiter geht es aus unserem Loot. Wir haben nämlich Loot. Yes, neues Stuff haben wir uns gegönnt. Ja? Kann man die auch looten in diesem Fall, Nico? Steffi, das ist eine sehr komische Frage. Ich finde sehr du hast gesagt, du bist laut. Das ist von dir gekommen. Ich führe das Gespräch nur weiter. Ja, ist gut. Das können wir dann gerne, wenn die Kameras off sind, besprechen, Steffi. Jetzt kommen wir aber zu etwas anderem als einer Kamera, nämlich einem Mikrofon. Und zwar das hier, das ich hier bei mir sehe. Das ist das Blue Yeti. X. Mikrofon. Das Blue Yeti X. Yes. Genau, das Blue Yeti. Ist einfach genau das gleiche, wie ich auch. Es ist genau das gleiche, wie Steffi auch hat, nur bei Steffi wirklich grösser, weil ihr Kopf kleiner ist. Aber es ist genau gleich. Vielleicht ist es einfach besser platziert als bei dir. Ja, aber bist doch froh, hast du einen kleineren Kopf. Come on. Und ja, okay. Nein, aber das Blue Yeti X ist ein fantastisches Mikrofon tatsächlich. Ich habe es jetzt auch schon ein Weile zum Streamen. Ich muss auch zugeben, vielleicht hört ihr es bei der ersten Episode von unserem Podcast. Dort war auch meine Tonqualität noch nicht so fantastisch gewesen, wo ich auch noch ein bisschen gestruggelt habe mit den Einstellungen. Die sollten aber mittlerweile eigentlich sehr gut passen. Und der Nico hat es jetzt tatsächlich geschafft, nach 3 Episoden schrecklichem Headset-Sound. Ja, aber wirklich. Endlich mal eine schöne Audioqualität abzuliefern. Ich freue mich. Endlich hat Spotify-Hörer mal etwas für ihre Ohren. Genau. Ja, es ist halt so. Ich habe das eigentlich früher schon machen, aber jetzt ist es, jetzt hätte es wie müssen sein. Es Must-have, das Mikrofon war für mich, weil, ich meine, wenn man die Steffi hört, oder? Dann hört man mehr in dieser Audioqualität. Es ist also so wie sie vorher war, ja. Also es ist halt, so, genau. Für einen Podcast, man hat es halt einfach gemerkt, dass es ein Headset ist, kein Mikrofon. Und das macht halt auch einen wahnsinnigen Unterschied. Das merkt ihr jetzt vielleicht selber, muss spätestens, aber wenn der Podcast hier auf Spotify erscheint oder dann wirklich nur noch die Audioqualität gehört. Aber dort muss ich vielleicht noch schnell einen Abschwenker machen im Livestream.
wie ihr auf Twitch seht, am Montag jeweils, dort muss ich ihn natürlich über ein Tool aufnehmen, also beziehungsweise über Discord, kennt ihr sicher. Und über Discord wird halt einfach die Audioqualität auch nochmal ein bisschen runtergeschraubt. Aber wir nehmen unsere Stimmen separat nochmal auf und fügen die am Schluss zusammen. Und darum sollte natürlich die Audioqualität jetzt um einiges besser sein als vorher. Ja. Genau. Und das wird sie auch. Und ich freue mich extrem, um es selber zu hören und nachher meine angenehme Stimme zu hören. Absolut. Ja. Ich freue mich auch darauf, wie das dann tönt auf Spotify. Und Nein, ja, Spaß beiseite, ich habe mir auch etwas gekauft, etwas Kleines. Und zwar, weiss nicht, also jetzt im Livestream auf, YouTube, auf Twitch seht ihr es, ich habe mir einen Controller-Aufsatz gekauft für mein Handy. Dann kannst du so auf die Controller draufklippen, also auf den Xbox-Controller. Und dann kannst du dein Handy da oben so reinsetzen. Und dann kannst du mit dem Xbox Game Pass oder sonst irgendwie ein Game zocken am Controller. Und an sich eine mega geile Idee. Ist nicht mal teuer. Aber ja, der Xbox Game Pass, muss man an dieser Stelle leider sagen, ist noch nicht ganz ausgelegt darauf, mit Cloud Gaming am Handy gross zu zocken. Es ruckelt ziemlich. Es macht nicht so Spass. Also wenn es ein Game ist, wo du wirklich auf Timing musst etwas machen musst, dann funktioniert das nicht. Also auch die Verzögerung ist halt schon, also die Input-Verzögerung ist deutlich spürbar, schon für mich, und ich bin kein Pro-Gamer, also es ist gewöhnungsbedürftig. Ich muss jetzt noch schauen, ob es vielleicht auf eine andere Geiselart irgendwie eine Möglichkeit gibt, Games mit einem Controller auf dem Handy zu spielen. Aber im Moment so macht es nicht Spass. Vielleicht funktioniert es, wenn ich das Game installiere, aber das geht eben, glaube ich, nicht aufs Handy. Ich glaube, auf dem Handy geht es aber nur via Cloud Gaming. Und ja, das Cloud Gaming ist noch in der Beta, es ist noch nicht ausgereift, aber ich werde es sicher immer mal wieder testen und immer mal wieder ein bisschen im Auge behalten, ob das irgendwelche Neuerungen und Updates bekommt, wo eigentlich wäre es aber schon mega geil. Du kannst auch den Controller einpacken, das kleine Teil, und du hast eigentlich immer eine Konsole, ja, für dabei. Von dem her wollte ich es eigentlich unbedingt haben. Und ja, mal schauen. Also ich habe es daheim austestet, bei mir im WLAN. Ich wollte aber nicht mir schon mal vorstellen, wie es echt im Zug spielbar ist. Lieber nicht. Ja. Was hast du ausprobiert jetzt? Tatsächlich nur so 2 kleine Indie-Games. Chris Tales und Crown Trick. Chris Tales ist leider hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist wirklich, dort brauchst du aber Timing. Und auch, also es ist wirklich die Eingabeverzögerung, die merkst du einfach. Und auch bei Crown Trick, wo zwar ein bisschen pixeliger ist, auch dort ist es irgendwie, es ist ein bisschen holperig, so ein Mühe holperig. Aber also, die Eingabeverzögerung ist ein bisschen geringer, aber ich glaube, im idealsten spielt man einfach ein Spiel, wo nicht zeitkritisch ist, sage ich jetzt einmal. Oder wo auch bei Crown Trick spielst gegen Gegner, wo du natürlich abschießen oder so. Wenn du natürlich dort eine Eingabenverzögerung hast, ist nicht lustig. Von dem her, ja, am besten irgendwelche Games, wo nicht musst kämpfen. So blöd ist es. Ausser es ist rundenbasiert oder so, dann geht es vielleicht noch. Aber ja. Okay, das lädt in dem Fall zur Verbesserung. Absolut. Aber eben, wie gesagt, Cloud Gaming ist sowieso erst noch in der Beta, von dem her ist noch sehr viel Platz gegen oben. Ich behalte es im Auge. Ich es immer mal wieder ausprobieren. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich glaube, an sich ist es ein gutes Thema. Mobile Gaming ist riesig, es ist eigentlich auch mega praktisch. Von dem her würde ich mir schon wünschen, natürlich, dass es irgendwann mal problemlos funktioniert. Vor allem eben, wenn man ein stabiles, gutes WLAN hat, wie jetzt daheim. Hast du jetzt ein stabiles? Ja. Genug stabil, für das funktionieren. Über weitere Themen wollte ich nicht reden. Nicht heikles Thema, Nico. Da bin ich sehr sensibel, wenn es um mein Internet geht. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, aber was ich auf jeden Fall noch wollte sagen, Leute, wir haben einen Discord.
falls ihr noch nicht auf dem Discord seid, joint uns, wo wir möchten dort gerne unsere Diskussionen ein bisschen mehr anheizen. Einerseits würden wir wahnsinnig gerne von euch wissen, spielt ihr Pokémon Arceus? Habt ihr es austestet? Wenn nein, warum nicht? Nein, also man hört ja sehr, ich sage jetzt mal eindeutige Sachen. Also einerseits, es sieht zwar hässlich aus, aber anscheinend ist das Gameplay ziemlich cool. Ich kann das leider nicht sagen. Ich habe es selber nicht gespielt. Ich habe es ein paar Minuten ein bisschen zugeschaut bei einem Kollegen. Wie gesagt, die Grafik ist eine Katastrophe, das Gameplay soll aber anscheinend wirklich witzig sein. Yes, dort haben wir einen Channel, Hashtag Pokémon, lasst uns wissen. Wir haben auch einen Channel, Hashtag Diskussionen. Dort würden wir wahnsinnig gerne von euch wissen, was haltet ihr von NFTs beziehungsweise der Gaming-Branche und NFTs. Es haben sich ja diverse Game-Entwickler oder Publisher irgendwie schon in das Thema vorgewagt und schon gefunden, so, ja, wir hätten theoretisch Interesse an NFTs. Ein paar haben sie auch schon einbauen in ihre Games, haben aber dann aufgrund von der Reaktionen von ihrer Community müssen zurückrudern. Andere Publisher haben es angekündigt, wo sich dann aber die Entwickler dagegen ausgesprochen haben und gefunden haben, nein, wir beenden die Partnerschaft, wir arbeiten nicht mehr mit euch, wenn ihr uns zwingt, NFTs in unsere Games zu integrieren. Von dem her, yes, lasst uns wissen, was haltet ihr von NFTs? Ist ja auch so ein Thema, das die Menge also ein bisschen zwiespaltet. Und natürlich haben wir auch noch den Hashtag «Redet mal über», also der Kanal. Dort dürft ihr natürlich sehr gerne weitere Themenvorschläge bringen. Wenn ihr mal einen Wunsch habt, über was wir reden sollen, dann packt das dort rein. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir den Discord ein bisschen brauchen könnten, für ein bisschen mehr eure Meinungen auch mit in die Podcasts einzufliessen. Weil das wäre so ein bisschen die Idee, dass wir dann eben auch den einen oder anderen von euren Input bei uns integrieren. Genau. Ja. Alles, was sie gesagt hat. und ja, also tut uns wirklich eure Meinungen mitteilen, kommen die Discord schreiben rein, also wirklich keine Scheu. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Inputs, eben gerade beim Thema wie NFTs, wo wir selber auch wieder heute gemerkt haben, hey, wir haben einfach noch zu wenig Ahnung. Da sind wir immer froh, wenn ihr kommt und vielleicht mit mehr Wissen uns noch könnt, berieseln, weil ganz ehrlich, es gibt dort zwei Fronten. Es gibt Leute, die finden NFTs super und dann gibt es sehr viele Leute, die es nicht gut finden. Also weiss ich, wie es dir geht, ich habe meine Meinung zu NFTs. Beziehungsweise, aber nicht. Ich habe nicht meine Meinung zu den NFTs selber, sondern zu den NFT-Gutheissers, sage ich jetzt einmal. Aber da können wir das nächste Mal sehr gerne darüber reden, wenn wir uns ein bisschen mit dem Thema haben beschäftigen können, weil Nintendo hat ja auch schon irgendwie Interesse gezeigt an NFTs und Metaverse. Aber wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen mehr in das Thema einlesen und wir würden dort auch sehr gerne eure Meinung mit einbringen. Genau. Darum, merci vielmals. Join us on Discord. Join us on Discord. Den Link dazu findet ihr eigentlich überall, auf unseren Landingpages, auf dem Twitch-Channel, in den Shownotes. Kommt vorbei. Und dann würde ich sagen, dann wär's das von diesem Podcast. Ja, wir sind schon wieder... Nummer 4. Eine Stunde ist schon wieder durch. Mehr sogar. Schon wieder gut drin. Unglaublich. Ja, weißt du, haben wir nicht mal viele Themen, aber wir kommen zum Labern einfach nicht raus und wir schweifen immer ab. Aber jetzt schweifen wir schon wieder ab. Darum beende ich an dieser Stelle einfach den Podcast und sage Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen, eben eine schöne Woche. Ciao.